hun ha eng Debatte eigentlich soll darüber hinfeieren, dat Schiedereen nach Idee bringt oder op Schwerpunkten hinweist, fir dat man könne besser mat de neue Medien ëmgoen, an dat man nicht Idee sammeln, wie man können Summe vier go. Dat nicht kefeld vu Reis politisch wirklich erschäden, aber het gëtt aber Punkten, op dem mir auch als willen opmerksam machen. Sind ganz op wie die neue technologisch schwer, wir sehen große Möglichkeiten nach Chancen an der Digitalisierung, an muss ich sagen, dass den nationalen Aktionsplan wirklich auch ganz gut ausgeschafft, dass er viel interessant Piste weist, muss ich das natürlich auch da gucken, wie ich das kann in Praxis umsetzen. Das kein Geheimnis, dass doch bei den digitalen Technologien ganz viel Luft nur, wenn es Prozeduren angeht, für die zu vereinfachen, den Access auch zu den Technologien zu vereinfachen. Wir denken alle Guhai und die Leute, die mit einem Handicap konfrontiert sind, Vierredner und der doch schon gesagt, wir wollten auch auf als eigene Verantwortung als Fraktionen, als politische Fraktionen aufmerksam machen und denken, dass wir auch müssen mehr darüber diskutieren, wie wir als Chamber und als Fraktionen, als eigene Internetseiten und als eigene digital Arbeit können so noch verbessern, dass mehr Personen können davon profitieren, besonders die mit kleinen Fraktionen, Bannen oder Gruppen, die haben noch nicht immer die Möglichkeiten dafür denken, dass wir da sollten zusammen schaffen, für das aber auch zu machen. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass immer der freie Choix vom Bürger muss bleiben, ob will auf den digitalen Weg gehen oder Recht auf ein analoges Leben will behalten. Und ich meine, das ist schon wichtig, dass wir die zwei Sachen immer parallel denken. Dafür los das vielleicht zuerst über die Paperless Administration, die Verwaltung ohne paar Bayer schwätzen. Da muss ich selbstverständlich alle Foren machen, die Leute Kuren offrieren und ihnen assistieren, wie das auch keine Verwaltungswehr Internet machen, wann sie das da wollen. Die Idee, wie eine Vertrauensperson zu ernennen, die ihnen dabei hilft, ist interessant. Das kann eine Aufgabe für die Gemenge sein, zum Beispiel, dass man der Gemenge kann verschiedene Sachen machen mit einem veredigten Beamten, den du vielleicht kann assistieren, wer doch eine gewisse Konfidentialität in der Blick kann favorisieren. Es sind eine Reihe Frohe bei der Verwaltung ohne paar Bayer, die aber muss ausschwätzen. Das ist vertrauensfroh. Und das ist besonders, ich meine, mein Ferien hat dort auch über den Dossier partagé geschwärzt, das ist kein großer Erfolg bislang. An eng vun evene Problem ass dat de ganz kompliziert ass das komplizierten opzimen, kompliziert zu gerieren, kompliziert doch en zou ze mechen. noch dat sie fällt die als zougedroe goufe, wann in den Dossier net mi wëlle im Grund as doch ganz schwierig dat net mit ze wëllen an zou ze mechen. Me für allem bei so sensiblen Donne muss absolut vertrauen an das System dosinn an dofir muss do erschaffen, dat eben bei medizinischen Donne dat Vertrauen noch do an dann noch geklamm dafür mechen op en kredibel man. Dat zweet aus wat man will als ADR aber noch streichen, mir wären als géint die Idee, dat Strophen iwwer Maschinen ausgeschwert könne gehen. Zum Beispiel wir hatten eine Diskussion mit der Steuerverwaltung, Leitlo für kurzem Brief krit van der Steuererklärung bis nächstes Jahr oder bis los ist nicht irgendein Datum nicht aufgeht, da kriegt er 25.000 € Strof. Da dann in einer Situation, wo dieselbe Steuerverwaltung respektive Finanzminister gesagt wird, das schreibt man nächstes Jahr auf, nächstes Jahr den Zeit bis den 31. Dezember. Mit das Jahr auch nach das System, dass wenn ihn dann nicht bis einem bestimmten Datum da dran gehen hört, da kann ihn einen Strof kreieren. Nummer gefrot, dass das noch sinnvoll an den ja, das automatisiert. Ja, wir denken aber als ADR, es kann nicht automatisiert sein, dass Leute eng Amount kreieren oder irgendetwas über eine Maschine, über ein Programm, über einen Algorithmus. Das kann nicht sein. Du musst dann aber immer ein Mensch da sein, den dezidiert, den er schreibt, den das möchte, mit einer Rekurmöglichkeit, wenn so etwas ausgeschwert wird, auch von einem Delay ist, weil es gibt auch Ursachen wie ein Delay nicht zu respektieren. Also das Grundprinzip als eine Maschine kann kein Strof ausschwätzen. Das dritte ist, was man will, mehr das Sprachen. Ja, wir haben ein Land, wo viele Sprachen geschwärt gehen, aber für uns ist das Grundprinzip klar, Lützeburg ist immer dabei, Lützeburg ist nicht nur dabei, aber Lützeburg ist ein erster Platz. Wir haben ein Sprachengesetz 1984, das legt einen Nationalspruch fest, wir haben den Eindruck, dass der Regierung das nicht echt genug ist, zum Beispiel beim Guichet.lu, etwas, was schon ganz stark einfach benutzt wird, da wird auch stark promoviert, wird auch gut aus, aber auch hier an unserem Platz müsste die Lützeburger Spruch ein echter Platz stehen.
Dann Rechnungen an Formulären. Do den Minister von der Fonction publique ich meine, ich will auch keine Verwaltung nennen, aber ich meine, wir kennen alle gute Beispiele hier bannen, wo die Formulären ganz schwer verständlich sind, ganz einfach. Und zu gut viele Leute, die das gewinnen, sie wollen aber muss man einer gewissen Objektivität so, mein Gott, von den Lose Formulär hinkriegt, versteht jeder das. Und also einfach genug klar genug, da können wir wirklich immer drüber schaffen. Oder auch einfach Sachen für die edler Leute, von denen du Rechnungsnummern müssen aufschreiben, zum Beispiel diese Geschenke wollen elektronisch bezahlen. Da sind Rechnungen, Rechnungsnummern, die sie sollen aufschreiben, 15 Stellen lang, mit lauter Nullen, da muss ich mal zählen, was das ist und so weiter. Ich meine, wir sind alle mit den Problemen konfrontiert, dass wir auch tags mit älteren Leuten zu denen wir dann das oder das aufholen, aber das ist nicht praktisch. Und da muss ich einfach auch an den Verwaltungen immer Reklam dafür machen, dass das so einfach sind am Maniabel. Wir wollen keine Gesellschaft, wir können damit auf den Weg und die Verwaltung mehr digitalisieren an einem gewissen Maß, aber wir wollen nicht Gesellschaft ohne Pabeier. Das ist etwas ganz ähnlich. Wir gehen da wertvoll Kulturgut vorstellen, nämlich Buch, überhaupt das Support Papier. Aber ich sehe auch, dass die Digitalisierung, das so die Textbäre ganz viel, dass das dazu führt, dass Leute stark nicht, wir können noch planen, aber kompliziert Texte konzentrieren. Wir müssen also gucken, dass auch Kulturgut Buch an Kultur vom Lesen beibehalten und auch favorisieren. Aber wir wollen auch nicht, dass alles über Internet abgekauft wird. Wir sollten den Wert vom Geschäft, von der Librerie, aber auch von anderen Geschäften, das gibt Leute, die kaufen hier ganz gezeigt über Internet. Wir verlieren die Geschäftswelt, wir verlieren Geschäfte, das sind Arbeitsplätze, das sind Steuern, die bezahlt gehen. Wir sollen das erhalten. Und dafür muss man auch gucken, dass auch gut die letzten Geschäfte haben sich auch zu einer Plattform zusammengeschlossen. Das kann ihn dann favorisieren, die Reaktion auf das, was wir international gesehen. Aber wir müssen den Wert vom Geschäft, wir müssen noch vielleicht die Leute so, wer daheim am Land könnt kaufen. Auch wenn es ein bisschen lang dauert, bis es geliefert wird, bestellt der Sachen an Reisegeschäfte daheim, nicht immer automatisch auf große Plattformen, weil das einfach wichtig ist, dass man den ökonomischen Tissu an dem Sinn präservieren, materiellen Arbeitsplätze. Bei den Banken, Filialen und so weiter, den E-Banking wird ja auch stark favorisiert. Aber das ist auch ein Problem. Post- und Bankfiliale bringen Leben an Tiefer, sie sind ein wichtiger Punkt vom Sozialen zu Summe sehen, Leute können Bürote gehen, alles das, das über E-Banking viel mehr kompliziert oder überhaupt nicht möglich. Und noch da will man dann also gucken, dass man wohl natürlich Sachen, die müssen elektronisch gemacht werden, also das die muss immer möglich sein, aber die Rationalisierung, die wir am Blick haben, das bald systematisch die Abschränken von Posten und Bankbüros, das muss aber ein Ende fallen. Borgeld darf nicht auf Vorgestalt gehen. Digitalisierung darf Borgeld nicht auf Zeit drücken, weil Borgeld ist ein wichtiger Teil von der Freiheit von den Leuten. Und noch bei den Bankomaten. Wir sehen, wenn wir an den Bankomat gehen, als letzte Woche, da wo der Staat auch Aktionär ist an Banken, steht da Französisch als Spruch, wenn in den Bankomat geht. Viel wert. Ich muss als letzte Woche hier am Land, wenn ich in den Bankomat gehe, dann drücken, als schon nicht Französisch, mehr Lützeburgisch. Das ist eigentlich ein falsches Signal. Wir sollten doch an Eisen, wenigstens Bankomate wie in Deutschland, Deutsch, Frankreich, Französisch, sollten wir Lützeburg als E-Spruch anbieten und nicht Französisch. Nein, ich kenne Französisch, ein wunderbarer Spruch, aber wir sind heute zu Lützeburg, aber wir sollten doch als Nationalspruch immer in die E-Platz setzen. Sicherheit, also auch ein ganz wichtiger Bereich und alles, was digital ist. Und wir haben einfach mit Cyberkriminalität, mit Mobbing zu dienen. Dafür ist es auch wichtig, dass wir als Police so aufstellen, dass sie die ganze Dark Web, das ist im Stoff, wo die meiste Kriminalität lebt, dass das auch wirklich kann, angepackt gehen. Mobbing selbstverständlich, Phishing, das geht doch immer mehr raffiniert, zu Leuten mal Briefe gewiesen, die über Internet zirkulieren, du hast eine gefälschte Innerschrift vom Polizeidirektor drauf. Also das ist schon, wenn Leute so etwas kriegen, dann da fallen sie vielleicht drauf ran, mit Nummern Innerschrift. Also das sind Sachen, du musst ihnen aber vielleicht eine Anlaufstelle haben, oder wenn du denkst, da muss sie propagiert gehen, weil ich persönlich kenne sie nicht, dass Leute, wenn sie mit so Briefe, wo sie sich nicht sicher sehen, wenn so eine Phishing-Operation lief, dass sie direkt können nur fragen, was ist das von ihr, oder das können 4 mailen und direkt eine Antwort kriegen, das ist richtig, das ist falsch, mit dass man Leute besser protegieren gegen so Phishing.
Gerade so wie recykleiert Telefonen. Wir wollen Telefone ja nicht wäschgeheien, dass sie rach Erden dran, mir das elektronisch relativ fliegt, auch von Fischchen so gelöscht sind, die gesagt, aber an den Gleichnis von den Telefon dann ganz vieles aber im Sichen zu gehen, an dann der Privatleben, wo Leute geforscht zeigen. Vielleicht zwei letzte Bemerkungen, Herr Präsident, weil ich gesehen der Zeit schon aufgelaufen ist. Die so, Herr Minister, sieht ganz höflich, dass mein dritten Platz kriegt als Lützeburg an dem Ranking über Digitalisierung. Wirst du wieder einen zweiten oder einen Erstplatz kreieren? Sieht doch endlich d'accord, dass wir auch ein Referendum können über eine digitalisierte Prozedur auffeiern. Dann kriegt das Goldmedaille auf jeden Fall mal von nice. Und noch wahrscheinlich von der Europäischen Kommission an in allerletzter Wort, das den Energiekonsum. Wir müssen aufpassen, dass wir die elektronischen Medien nicht als etwas durchstellen, was terribel umweltfreundlich wäre. Das ist nicht so. Das ist ein terribel Energiekonsum, den damit verbunden ist. Aber wenn man denkt, das wäre eine gute Idee, die Pabaya durch Elektronik zu ersetzen, dann muss ich sagen, das kann aber eine furchtbare Idee sein. Auch das als eine extreme Umweltbelastung. Beispiel, wenn ein Elite streamt, das Elite, das so gestreamt gehen, wird man hier mitgedeelt. So dass das 4.000 Transatlantikflisch entspricht. Also wir schwätzen wirklich über etwas, was aber substanziell ist. Ich so nicht, merci für Ihre Aufmerksamkeit.